Merci, dass ihr angeschaltet habt. Haut aus die Echtkehr, wo es primär um ein Thema geht, weil das interessiert wird, nämlich Cannabis. Und dafür hatten wir den Nicolas Wagner bei uns, ein Cannabis-Expert. Voilà, und mit Nicolas haben wir einen anderen darüber gesprochen, wie Cannabis-Legalisierung ausgesehen, was sind die Risiken, möchte Cannabis süchtig, ob vielleicht die Pharmaindustrie Lobbyismus betreibt, und vielleicht, ganz vielleicht, haben wir ja auch den einen oder anderen Joint gefunden. Viel Spaß! Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Also, wir haben den Nicolas Wagner bei uns, für ein bisschen über Cannabis zu schwätzen. Ja. Also, ich gebe mal so, wir fangen an, ein bisschen mit deiner Geschichte. Du warst bei der Polizei, nein, an der Armee vielleicht. Ich habe in der Armee und da war ich an der Polizei. Und da war die fürchtlichen Akzident mit meiner Schusswaffe, weil mir lieber kein Mann zerstört hat. Ich habe den an den Post Hitler gestellt. Die ganz schwer blessiert. Und wie gesagt, das war auch People, die von da oben. Wie alt warst du 33. 33. Und ihr wart dann zu zwei Polizisten dazu? Ja, es sind Zwei? Und du, wie gesagt, ich habe vorher Zeit nachgemerkt, die Zeit ich nach links war. Aber schlussendlich sind ich im Alter von 30 Jahren pensioniert. Ja, wie geht das genau? Musst du einen Doktor sagen, dass du Das ist ein ganzer Verwaltungsapparat, den sich da mobilisiert. Das geht vom Armeedoktor und dass dem dann noch da festgestellt wird, dass der Beste wäre. Ich ging Retreat. Okay, aber was war seine Diagnose am Anfang? So PTSD? Ja, die Diagnose, die bin ich richtig spät selber rausgekommen. Okay. Kannst du ja ärztliche Behandlung. Was mir geschieht, das bekannt als Paradoxreaktion. Okay. Bei Schlafentzug, Drogen, auch Stresssituationen, möchte ich hier bewusst krank werden, was ich gemäß. Das ist schon 1927 von Pavlov visible. Okay. Und das war von wie ich da rausfand, komischerweise auch, so 13 Jahre. Als ich davon rausfand, und du hast den Impuls kommen, du hast eine Antwort auf millionenfach, wo ich mich gefragt habe, wie kommt das hier geschehen, was die Besten Okay, du warst 33, du musst auch keiner schaffen. Ich habe gar nicht geschafft. Und wer ist, was du geschieht? Ja, dann habe ich mich zurückgezogen am Berg. Ich bin noch eine dämonische Frau, und zu einem Nachkauf für einen Freimarkt zu gehen. So wie mich noch irgendwie so beschäftigen. Ich habe noch immer auch Medikamente. Wann hast du dann Depressionen wollen schon? Ich habe von dem Doktor Mölf gefragt, weil ich mir das mal Alkohol mache. Und wie hast du ein Alkoholproblem gefällt? Ja, dann habe ich gefragt, ob es so problematisch ist. Und ich bin im Büro gefallen. Das kann ganz so weiter. Wie warst du dann ganz am Anfang an den Alkohol haben und gefallen? Alkohol. Wie war dein Auslöser? Den Alkohol, das war von bei mir für dich schwierig zu sagen. Ich war süchtig vom nächsten Grund. Okay. Ich war in einer Stresssituation, ich war 17 Jahre. Und ich hatte noch 4, 5 Jahre schaffen zu gehen. Noch 4, 5 Zeit für Schaffen zu gehen. Ja. Sind unter Stellung, kann Galerie schaffen. Und da war zwischen dem Patron aus einer fürchterlichen Stresssituation entstanden. Ja, dann nicht. Und ich mich genervt, weil ich eine Party gehabt. Wow, wieso? Ich war genervt. Bin ich neben drüben am Bistro. Ich stand noch. Ich bin untergegangen. Ich will noch nicht. Was besser, okay? Ja, besser. Okay. Das war die Kehr wieder von bewusst gesehen, dass Alkohol so einen Zustand gut. Und wieso? Ich war selber, dass ich richtig voll war. Ich habe mit dem Alkohol gewinnt und dann bin ich gemerkt, dass das richtig wird, weil ich alle von die sind bei Staatsstopp gegangen. Und dann soll das im Alkohol raus. Das war in der Zeit gegangen. Wie war's? Das ist so, du wärst suchtufällig schon
immer gewircht. Ja, tut mir wie wahrscheinlich noch eine genetische Veranlagung zu sehen. Ich noch die Diagnose ADHD. Stechte von einem deutschen Professor und dann noch konfirmiert von einem Neurolog, den an ADHD ziemlich bekannt ist. Das kann, das will nicht von der Menschen ADHD, das ist gefährlich. Aber wie gesagt, soll ich nur passen an den Alkohol. Und dann wird man abhalten, dass sie sich dann nicht an den nach einer schweren Dependance bekommt. Durch die Standardmedikation wie die Xanax. Sind extrem viele Leute sich die Xanax. Man kannst du da einfach beschreiben, das auch zum Beispiel am Rap als das so mega verherrlichend, Xanax die ganze Zeit beschrieben als die Droge. Gut, also das Wesen natürlich, dass es ganz gefährlich ist. Und kennst du eigentlich aus deiner Perspektive, in den du selber viel konsumiert wird, erklären, war das den Effekt oder was sind Schattenseiten? Schattenseite von Medikamenten. Ich denke, ich kann mich da nicht an den Debat ranlassen. Das ist eine Promotion für Leute, die nervlich das Problem haben. Wenn sie dann eine kurze Zeit holen, dann ist das top für aus einer Krise rauszukommen. Und bei mir war das ja entwickelt zu einem Langzeitgebrauch. Das war nicht gut. Das ist generell oft, dass es zu einer Sucht fährt. Ne? Also die Risiko ist ganz hoch. Das ist garantiert. Ja. Das ist ein Beispiel, den du gemacht hast. Am besten, wenn ihnen wirklich Probleme hat, wo ich gedacht habe, als Top, ich hatte einen Panzer gekriegt, einen Verweis gehen, ein Lichtpäckchen haben. Mir war das nicht. Mit das soll die Medikamente, das soll immens darauf abgepasst gehen. Von Leuten, die Medikamente brauchen, dass das da vielleicht in kurzer Zeit und dann, wie gesagt, ich bin an die Weg gegangen und ich hatte nur gemeint, dass ich dann Staatsstopp das sind Dometen, die ich nie mehr mache. Und wirst du nur unerwartet Medikamente geholt? Ich habe Medikamente geholt bis am Jahr 2002, den deutschen Professor Robert Gochter kennengelernt. Okay. Und, ich hatte aber schon ehrlich den Robert kennengelernt. Hätte ich schon noch mal alternative Methoden probiert, wie das einfach besser geht. Zum Beispiel? Kava Kava. Was denn? Kava Kava. Kava Kava als ein Glanz, die vom Karibikraum gebraucht wird. Das ist Relaxer. Okay. Aber nur ein Modell. Kava Kava, dem ist halt Geld. Okay. Das hilft mir Relax. Ich kann ihn einfach mit dir. Wie gesagt, ich hatte experimentiert, für mich einfach besser zu fühlen. Und so schlussendlich, wie ich den Professor Gochter kennengelernt habe, den hat eine Diagnose bestätigt. Und den ich dann, also von wäre ich nicht benutzt, weil der medizinische Cannabis im Jahr 2002 aufgeschrieben wurde. Und Deutschland? In Deutschland, okay. Zu können. Und wie war da die Experience vom Cannabis? Die Experience von Cannabis, das gut, also da erwähnt, die war am Anfang nicht so gut. Okay. Ich hatte Sativex, pardon, Dronabinol, ein deutsches Dronabinol, konnte ich verschwimmen. Das ist ein von halbsynthetischen THC. Und es war etwas, das man ein bisschen besser gegangen. Ich war noch nicht da, weil ich war irgendwie mit. Aber wie soll ich nicht jetzt stehen, das ist voll Power. Und dann durch die Medikamente, die ich gut einbreche und den künstlichen Daumen denken. Und den Dronabinol war wohl gut, aber ich war noch nicht da. Okay. Du konnte ich als erstes bei den Petrocan-Floss aufgeschrieben. Das war die Petrocan, das ist Pionier aus Holland, die die Firma aufgebaut haben. Ich habe mich auch noch genug gefreut, ich habe Member von Lützenberg Parlament abgeholt. Fabrikweise, wo Schatze war, ja. Du kriegst den da verbunden. Irgendwie eine gewisse Kreatur, das, ja. Ah, das ist an Holland. Okay, krass. Patro war die Zeit in Schulling echt gewinnt, mehr als ein bisschen gefreut. Und das wird du geholt? Das wird noch besser geholt, okay. Wie den Dronabinol, weil ich das inhaliert tun.
und das kann man ganz klein dosieren. Wie gesagt, ich war sensibel auf die Reaktion von THC. Und den Bierprogramm Floss, die noch dafür over das Skill oder ich habe dann inhaliert und nicht gefunden. Am Anfang läuft ja nachher der Boot zu spannen mit dem Alkohol hin, und auch auf Xanax und alles. War das die Erklärung, dass Cannabis an unserer Gesellschaft am Anfang relativ verpönt ist par rapport zum Alkohol? Also Alkohol ist ja komplett normal. Und wie gesagt, bei dir als gutes Beispiel, dass Alkohol auch nicht harmlos ist, par rapport zu Cannabis. Also, das nennt man nicht vergleichen. Alkohol ist eben die Droge, die bei uns geht, man lebt, braucht es. Mexiko wäre länger an Droge. Alkohol wird eben so gute Nummer an unserer Gesellschaft. Das ist ja auch gut, dass die Leute in der Materie ist. Es sind eben nicht für Materie, es gibt nicht schnell eine Dependenz entwickeln, anfällig für die Hyperaktivität, das ist also eine Hypersensibilität. Und wie gesagt, zum Bücher drüber gelesen, wie viel Thema es gibt zu kommen. Also Alkohol ist ein Hechdruck, man kann ein bisschen einen Blutdruck, die kann man Medizin, bei verschiedenen Leuten, die ich kennengelernt habe, sind nicht, die so sind andere Menschen, immer gut. Das ist für dich, weil für mich zum Beispiel in den, wohl weil es schon mal konsumiert wird, aber immer, also mir geht es so, also am natürlichen Zustand ganz gut, sie gesund, alles. Die wollen die zwei just konsumieren, die just für Plaisir. Und du kannst wirklich die zwei auf einen selben Stub setzen, eben am Mengenfall. Ja. An dem Fall, du gehst sogar nach der Cannabis weit über Ich ging Alkohol setzen. nee, gerade kommt. Also IVA am Positiven. Am Positiven, ja. Also, Ja, für mehr Alkohol ist ein schlechter Sanitäter. Ne? Ja, richtig. Nee, Cannabis wird ja mit diesem eigenen Cannabinoid-System zusammen. Und die Leute, die darauf responden, sind der Wissenschaft nur ca. 70% von der Bevölkerung als Responder. Die gefällt das dann. Und dann haben sie einen Kontakt mit einer Droge, von Cannabis, für viele Leute oder kein Drogas mehr, die recht hin. Aber sonst spielen die RDHS, das abgefallen waren. Und Deutschland auf einer größeren Schule, medizinische Hochschule Hannover, hat schon der für eine Poster-Session gründlich organisiert mit einem Kollegen von Ludwig Produsch, Ingenieur aus Kanada. Du mir präsentiert, wie man sie selber als RDSler behandeln mit Cannabis. Und was, wie gesagt, Wissenschaft weiserseits, weil Cannabis ist verpönt, wie Cannabis ist ein Druck, die wird zwar nicht für jeden verwenden, wie bei alles. Medikamentöse Wirkungen wird, für den einen ist gut, für den anderen nicht gut. Wie viel war es überhaupt verpönt? Das nee, weil man nicht Pharma die angefangen hat. Die Pharmaindustrie, eben Lilly, wie wir das nennen, die hatte schon von ich weiß den Datum nicht mehr genau, mehr die Produkte waren am meisten Artikel. Von Lilly, Cannabis-Basis, Tröpfchenform, schon am 4. Jahrhundert. Und das fand ich schon. Mit wem hast du gefangen? Also, wen hast du gefangen? Gut. Da war einfach nur ein Zeitungsartikel, wo der Krieg gegen den Cannabis wegen der Marihuana losgegangen ist. Das war ein Zeitungsmogul, den 1925 ein Artikel aus seiner Zeitung gelesen wird, dass Amerikaner eine Maschine erfunden wird, eine Handschreibmaschine, wo in der Papaya kann zum nämlichen Preis herstellen als Cannabis, wie van die Beben lebt. Mit dem Zeitungsmogul hat der ganze Frick an Böscher gestochen. Das war die nächsten, den Negativreklam publiziert hat aus den Zeitungen, dass eine Familie Geld ging aus, dass herausfand, dass eine Marihuana-Pflanze mit einem Salat
die Jux sich weiß, wie du hast, wie die griechischen Cannabis Zugang hast durch den jungen Marihuana, mexikanischen Jungen. Ich will auch nicht analysieren, wie rassistisch die amerikanische Bevölkerung zu der Zeit war. In Folge aus den Krieg umgegangen durch in Nabin. Ist das einfach den Effekt gegangen am Anfang Business von den hat er publiziert, die ganze Familie geckig ging und die hat fürchterlich gelacht, so Mensch, Police und alles. Sind die anderen nur darüber gesprungen? Ja. Alkoholprohibition bis 1930. Ja. Bis 1930 hatten wir Alkoholprohibition 10 Jahre lang in Amerika. Du warst ja normal, dass du den Cannabis, den Comeback-Crude auf Sänger dabei ist. Mit Alkohol war ich Master, vielleicht müssen sie analysieren, dann. Voilà, ging noch nicht so viel darüber ran, mit den Umstand, dass die 6000 Polizisten, amerikanische Polizisten, die engagiert waren, für die Alkoholprohibition zu überwachen, da hat die Verwaltungschef wie den Alkohol abgelassen, da hat die 6000 Flicken auf der Straße sitzen. Dann ist die Idee gekommen. Das war ja von Zeitungen, das fand er ganz gut, von dem Film Refair Madness. Refair Madness, die müsst du kennen. Refair Madness, da guckt ihn unbedingt, wie gleich geckig gehen, wenn sie Cannabis zu sich da. Das ist ein Hollywood-Film. Refair Madness geht da gut rein. Wie gesagt, so war der Verwaltungschef, der kein Geschäft mehr für seinen Beamten. Marihuana, als du noch Spiel kommt. Und der Mann, den Henry Enslinger Harry Enslinger, den wird sein Leben lang darauf verbrüht, für Cannabis zu bekämpfen. Und der Motto von der Prohibition, ich glaube, in Kalifornien im Jahr 1996 noch aufgehalten. Und das ist medizinische Cannabis. Ja. Kannst du ein bisschen erklären? Ich meine, viele Leute kennen den Termen CBD, THC. Was ist der Unterschied zwischen den zwei? Das sind alles Cannabinoiden, wenn du eine Pflanze vorstellst. Die sind ja nicht weit an der Pflanze. Das ist eine Analyse, die man dann gerade für den medizinischen Gebrauch, wie ich zum Beispiel Cannabidiol, brauchen wir für das und das, und THC brauchen wir für das und das, dann wird es Sinn. Für mehr Fortschritt zu kommen, wie wir das erkennen. Aber was ist der Unterschied zwischen CBD und THC? Ja, CBD ist nicht psychoaktiv, und THC ist psychoaktiv. Und das ist der größte Unterschied. CBD, die spielt die nicht so, dass ihn heilt, oder von der echten Wirkung zu seiner beruhigenden Wirkung. Dafür was er doch mehr schnuckern. Den CBD wird eine ganz briefhaftige Wirkung. Ja. Und den THC wird natürlich auch gebraucht. Aber das hängt dann davon ab, du sind dann Leute, kann ich ohne die egal werden, noch filmen oder eine Reklame machen für etwas. Die Cannabis ist eine ganz individuelle Reaktion. Weil man, was eine ganz coole Literatur darüber, ich habe meine Erfahrungen herausgefunden, dass man von Litrin Insel soll sich dann gucken, wie es ihm geht, wenn den Zock filmt oder der benutzt oder nicht filmen, das sowieso wie inhaliert. Das ist, die beginnt den High davon, von CBD, nicht High von der Sicht, ein Anti-High. Das ist ziemlich kompliziert zu erklären, wie ein THC, wenn man so okay sehen. Ein THC, die gibt es auch an der Pflanze, an der THC-Acid-Form produziert. Und in dem Fall ist der Cannabis nicht psychoaktiv. Der THC-Acid ist nicht psychoaktiv. Wenn ein THC aber erhitzt, dann transformiert die Molekül sich in Form von einem psychoaktiven Bestandteil. Das ist, wie gesagt, an der Literatur fand du immens viele Publikationen
mit meiner Erfahrung, besonders im Terrain in Kalifornien, das mir aufgefallen, relativ ähnlich. Okay, THC auch an der Medizin benutzt? Oder ist das nicht CBD? Okay. Zum Beispiel die ersten THC-Sorten, die im Markt waren, das hat das von wie der deutsche Professor und den Donau-Binol aufgeschrieben werden. Das ist dann an der psychoaktive Form, ja, oral, und die da benannt. Und da spielt die da, aber wie gesagt, mir kann ich am Anfang nicht so nicht filmen, wenn ich einen Inhalator, wo den Pflanzen auf 195 Grad erhitzt wird. Dann haben wir es nicht verbrannt, dann haben wir just die Aktivwirkstoffe draus, die wir dann inhalieren. Da hat die dann die Schwaben, und CBD inhaliert, das ist echt für ruhig zu bleiben. Und THC für die gewinnten Gesichten Erfinder zu kriegen. Philipp, ich mit gleich vor ein Elektroauto kaufen. An losen op der Sicht oder passende Assurance. Ma AXA huet du eng ganz speziell Offer fir Hybrid a fir Elektroautoen. Wie gesagt hier aus? Ma sie bieten eng 15% Reduktion op der Assurance bei den Hybridautoen a 25% op der vun Elektroautoen. Dat heißt, wenn du 2000 € Joer gibst bezuelen, da bezielst du just 1500 €, spurst du mat 500 €. Nicht schlecht, wie ist es mit dem Ladekabel, mit der Batterie? Ma super, die sind noch alle 2 Mat versichert. Schmengen, da fällt die Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link nach diesem Video. Was du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie, beziehungsweise willst du gerne in naher Zukunft ein Appartement kaufen, da warst du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und hast das Problem, dass Zinsen nicht klammen. Mir anscheinend hat er doch ein paar Vorteile, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch gehen auch die Spurzinsen am Blut. Und wer besonders davon will profitieren, der braucht unbedingt Access von der Spurcase, weil die Spurkonto, den du mal dran hast, die bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das habe ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt noch etwas für so einem Spurkonto stehen zu haben. Und das ist effektiv praktisch, dass das Doffis an der Offer von der Spurcase mal dran ist. Und da wird ja noch Sativa und Indica, wo ihr seht, Indica ist mehr für Kalm, als Sativa mehr für Abputschen. Das ist Literatur. Das ist literaturmäßig mit Verzichten mit individueller Reaktion. Okay. Dafür fängt man eine Dünnheit wegkommen zu lernen. Für Dwight Wiederlese. Ja, apropos, also nicht mehr, es gibt 100.000 Synonyme, wie zum Beispiel Dwight Widow, und ich kann es ja nicht mehr. Ja. Getall Cookie und du, Index und du. Ja. Was sind all die verschiedenen? Die sind immer verschiedene Pflanzen. Oder? Ja, ich finde zum Beispiel länger Pflanzen in Umgehen, das ACDC 2221. Okay. Da sind registriert auf meinen Namen. Ich weiß, du einen Schutzrecht. Dünne Schutzrecht. Okay. Ja, du hast den Europa. Über Europa Aufsichtsregellos. Und du hast den irgendwie so gezüchtet. Das die ACDC, das ist eine Aventur. Das ist Kalifornien. Für eine Zeit so halb und halb über Kalifornien im Mai. Dr. Courtney hat ich kennengelernt 2007 auf der JCM-Konferenz und wir haben das spektakulär kennengelernt. Wir sind noch direkt umgefreundet. Und in das Plötzlich kommen hier Kalifornien. Und es war dann eine Konferenz von der JCM, der Nummer ist beginnt. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich dann erst 3 Monate aufgegangen bin und 3 Monate zurückgekommen, den FTA-Formular. Als Tourist kannst du in Amerika ran für 3 Monate. Du musst dann raus und erst zurück. Und wie gesagt, ich schon ganz Erfahrungen aufgebaut zusammen mit Dr. William Courtney. Und ich google, wie das hat. Und wirklich, das war die Aventur für das Kalifornien. Das ist für mich Paradies. Ja. Die Leute, die ich da kennengelernt habe. Ich bin Sozialismus, die nicht an einen kapitalistischen Staat kennengelernt habe. Ja. Social Gardens für mein Besitzer. Was nächstes ist, was gut nicht. Gehst du hin, hast du das, was du brauchst, am Gart, am Social Garden. Das musst du das surviven. Ja. Die Social Garden, die Kalifornien, die Mentalität ist fantastisch. Den haben wir. Ich war doch von 2016 war ich Vertragsstoff. Okay. Bei Vertragsstoff, du hast einen Dr. Courtney mit dem Kontinent gewechselt. Mit zurückgezogen zu meiner Familie. Wir sind noch in Kontakt mit denen, aber nicht so. Sie sind noch die Isla Dominica, wo sie sich zurückgezogen haben. Der William schafft doch nach
Leute Renseignements von ihnen brauchen, können Google und operieren können. Wie ist das mit denen, so ist mit denen gibt so viele verschiedene Strains an der Zucht und die allen anderen Effekte oder wie? Die haben Gruppe, kein Kind in dieser Gruppe. Okay. Die Pflanzen, die wir heim machen, das sind dann echt von der Zucht nicht. Weil ich finde die Sache so als Neger, ich gesagt habe, ich habe meinen Fond, weil es so sicher, kann ich noch nicht so, bei dir wird ganz so, bei dir so. Wie gesagt, von der fängt man so eine kleine Dosis. Kleine Dosis benutzen. Also, das ist Gesetz, dass aber respektiert, das ist seriös. Das kann ich selber umbauen, weil vier Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier gehe. Wo kann ich das Sohm oder wo kann ich Pflanzen, wie soll ich das machen? Meine Firma, ich weiß von der verkauft kein Sohm. Okay. Das ist juristisch noch nicht so ganz geklärt, wie dann, wo sie den in Holland Sohm zählt, dann nicht da verkaufen. Ich bin Sohm aber nicht gemerkt. Ich habe keine Totalkontrolle. Das ist schön. Dafür, wir können Leute vielleicht beraten, oral, von meinem Kaffee. Von die Bürger, ich weiß nicht, auch probiert, eine kleine Dosis, und Drogen, ein Indica oder ein Sativa Pflanzen. Ich fand das gut, dass man da so viel geht, verschiedene Genetiken, mit das Feuerfang zu roden. Aber wie gibst du das dann, wenn ich will, durch die Pflanzen über, wie gibst du das hier gehen? An meiner Platz? Ja, da müsst ihr euch informieren, wo der Sonne zu kaufen kriegt. Okay. In Holland, die verschicken, es sind verschiedene Länder, die nicht dann müssen verschicken, eigentlich nicht, wie so, wir meinen es nicht. Mit Leuten fallen dann Großfirmen, die sind bekannt, besonders in Holland. Man muss das so ganze Ding, so mit Loot und dann gesagt, ja, mal so ein Film. Ja, das geht dann nicht, das für Auto. Dann, das ist wohl gut. Ich liebe Auto. Und du baust du so? Weißt du, schön. Okay. Natürlich. Ja, aber so beim Kennen, das ist geht, das ist nicht. Sie geht ganz schön. Okay. Ich hatte Fels für den ACDC 2221. Das war wirklich, wir haben sogar selber erstaunt, wie gut die Pflanzen sich auch an diesem Klima halten. Wie gesagt, das ist eine Mischung aus Spanien mit Marokko. Aber wie wirst du darauf kommen? Genau die? Naja, ich finde ein Pflanzengesicht, die benutzt sich aktiv was und die sogar Leute kann helfen, die sie vergiften damals. Das geschieht normalerweise nicht mehr an der Küche, Cookie. Die Wirkung kann wesentlich schlecht. Und da geht es um ein ganz schlecht. Da geht es um ein ganz schlecht, wenn sie ein THC vergiften. Das ist nicht gut. Ich habe aus wissenschaftlichen Gründen in Kalifornien abgemerkt, ich meine das nie mehr. Ja, Vergiftung geht dann ein Eine Fernüberdosis THC im FC. Das geschieht dann. Ja, das geschieht von der Küche. Das kriegen den so 5 bisschen fährt, das irgendwann vielleicht muss eventuell ein Auto klammern. Das blockiert bei einer Überdosis THC. Das ist mir das geschieht bei Küche. Wir waren eben im Front, den halt für den Notfall geht es schnell. Das ist der lumatisch Menschen nicht genau richtig verstanden. Angstgefühle, die gehen extrem verstärkt in einer THC-Vergiftung. Okay. Also, wenn sie genug Schlummer und Angstgefühle sind, dass sie eventuell am längst kriegst, dann weißt du zu kuschen. Okay. Das hat doch eine Zeit dünn. Das ist eine Zeit. Oh, 5 Stunden, wo es gut aus. Ich könnte noch einen Fall erzählen von einer Dame Schach, die ein Accident hat, plötzlich an 12 Geburtstag und dann noch in 3 Küchenchen. Und 3. Jetzt war ich Präsident für die Letzte Assoziation. Und ich habe 3 Stunden gebraucht, ehe ich bei der Frau war. Die wollten Ambulanz rufen, die wollten alles rufen, die kriegen sie in Stirben, ihre Mann, und dann alles. Und gerne ein THC vergiften. Boah, ich lache noch ein bisschen. Das war horribel. Das ist ein horribel Zustand.
Ich bin kein Methoden das probiert. Ich muss in den einfach auswarten, kann ich nicht gehen machen. Ja, du könnt nicht machen. Eventuell kann man Bioprodukte bewegen, den durch die Wirkung bisschen hochgeht. Das ist horrible, eine Vergiftung vom THC. Das möchte ich auch nicht. Menschen generell so erlebt, dass es ein mega Kopf was generell sogar beim Firmen einfach, dass Leute, die meinen, es kennt etwas Schlimmes, etwas Negatives, dass sie kennt, nämlich einen komischen Trip kriegen, dass die Leute das natürlich dann unzählen, weil sie schon so denken. Das ist es. Und dann haben sie einen miesen Trip. Das ist mir geschieht. Wie Ich ich durch der Campo steht, und das ist für Wissenschaft. Egal. Das ist ganz schlecht Zustand. Durch Kinder freiwillig. Das muss schon nicht kamoufliert, wie der dann geschieht. Oder Leute, die einfach keine Ahnung haben. Also die einfach Raum im Mann, das ist mir ist nicht. Ja, Problem auch von den Augen, aber nicht nur fein. Du hast, bin ich vollkommen recht, Wissenschaft sieht ziemlich spät an der Jugend, wenn wir durchfangen können. die so abwählen, Wissenschaft sieht für 25 Jahre. Das Gehirn, die Basis das von Gehirn von ausgebildet ist. Ja. Wie du das auch, das die Reaktion, die dann noch bei Leuten entsteht, von durch THC so vergiften. Die Ruckgemerk an der Richtung, das wirklich. Die meinen das mit einem Ja, genau. Die meinen das mit einem Ja, also schon Kollegen oder Bekannter. Ah, du weißt es. Ja. Und die haben eben, ja, schon Kollegen. Und die haben genau die Erfahrung gemacht. Das ist ein so eine Kollegin, dann ein gefilmt, den miesen Trip gebaut und da waren sie traumatisiert und dann nie mehr. Ja, das ist gut. Ja, bestimmt. Sie waren dann noch wahrscheinlich 16 oder so. Ja, genau. Also, Oder 15. die Dosis und dann der Weiß wie konsumiert. Ja. Das viel auch wissen, in Kalifornien, meine Erfahrung auch so, dass Doktor noch an roten, aber da ist mit Brauchmolekül THC. Das ist eine andere Sache. Wo gehen wir dann in Richtung Hyperaktivität, bis Autismus? Ja. Das ist immens. Dann müssen wir noch 3 Meter sitzen. Guck, von einem, so wie mir zum Beispiel, mir sind gut, wenn man da ein bisschen ADHS, so, also Vielleicht Potenzial. keine Ahnung, Ich vielleicht. bin froh, als ob man dazu noch, ob der Philipp ein bisschen Autismus hat. Ja, von ich so, okay, ich fühle mich mental auf ziemlich gut, physisch auch. Als du Cannabis, also CBD, THC, etwas, was kann ihn noch besser machen, oder also du selbst für ihn, den krank ist, oder? Das ist auch das für alle Menschen, den Gebrauch, wie dir so beschrieben wird. Ich meine, die Pflanzen so lange nur bekämpft gehen, aber jetzt löst die so richtige Wörter, für die Nudeldeutung, wenn der Google geht, für Madness und das Harry Ansling. Wir sehen, dass die Pflanzen richtig sabotiert sind, also das ist eine von den wichtigsten Heilpflanzen, die wir im Planet tun. Aber was gibt es dann? Also was kennt das für mich? Also was kennt positiven Effekt für mich sind, so persönlich? Zum Beispiel, wenn du merkst, dass du dich ein bisschen besser fühlst, dass du auch ein bisschen die Dosis von kriegst du ein besseres Gefühl, kann ich sich erzählen, mit THC-Gebrauch. Das kompliziert, soll ich da nicht nur direkt etwas Starkes probieren oder so. Nee, als Erwachsene wie dir, du gehört natürlich auch, die sieht überall schon durch, die erzählen. Fressen nur von denen wie Jungen. Dass du aber so ein bisschen Respekt für der Pflanze brauchst. Du pflanzt leider den dass du Kind bei verschiedenen Leuten so für die und das eine Bekanntheit von vielen Jahren, 13, 14 Jahre, die du keinen Fall im Boden. Cannabis gebraucht. Zirft dann, das von einem Doktor, ich habe noch viel drin, weil ich Stoff geschwackt und das von Freizeit gebraucht. Und die Moleküle am Hand vom Doktor machst, muss er immer etwas ganz anderes. Mit über Freizeitgebrauch, das gesagt, für ein besseres Gefühl zu haben. Und du kennst natürlich dann noch auf der anderen Seite argumentieren, ja, jetzt soll kein
keine Substanz konsumieren für sich selber besser Gefühl zu erzeugen. Das Gefühl soll ihn durch gesund Leben, Sport oder so erzeugen. Das gehört ja dazu. Ja. Weil, Wenn man noch ein anderer Druck als parallel geht man einfach so ein Alkohol konsumieren für sich besser zu finden. Du wirst in der Kochen, das ist nicht so gut. das wäre meine Idee. Voilà. Genau. Das ging ja keinen Fall. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Zuchtverhalten von der Jugend. Ja. Ja, Jugend noch junger Größe. Das ist gefährlich, dort bleibt Alkohol. Und da will nicht mal Cannabis kann nichts gehen. Und da sind reif. Da sind reif. Wie so die Wissenschaft sieht, für 25 Jahre, dann hast du jährig ausgebaut. Mir wenn eine Person, die noch reif ist und noch nie Cannabis probiert hat, gibst du der Roden nicht eigentlich probieren oder nicht? Ich brauche kein Medikament oder medizinische. Ich kann das nicht so. Wir gehen auch normalerweise, also bei Songtaylor, bin ich normalerweise so gefragt, vielleicht die Probleme haben. Ja. Das ist das erste für Problem zu lösen. Problem, wenn das Problem bei den Leuten, die Angstgefühle momentan, die sind ganz viel vertrödeln. Da kann ich gar nicht mal so, krass für den Doktor, dass nicht in Bekleidung gibt. Ja. Ich finde für die Loisier ist es ein bisschen schwierig, weil für die Loisier, also einfach so für Freizeit, wie der Philipp sieht, in den August Ausreibers man nie benutzt wird. Wenn du nicht schmeckt, dann möchte ich nicht. Kann man nicht. Das merkte noch als Zuschauer, die auf Instagram ein gefragt für Perform zu checken. Und du hast auch gefragt, ob es ein Einstiegsdroge ist. Das ist wieder aufgegeben von der Wissenschaft. Da können wir von mir, das ist wirklich wissenschaftlich. Okay. Wie willst du auch mit deinem Argument? Also mit deinem. Wenn man das, wir haben das Endokannabinoid-System. Das heißt, bei den nächsten Körper, die produziert, kann man basieren als auf dem THC. Also der nächste Körper produziert THC und der Entdecker vom THC, der Professor Raphael Meschulan, den hat den THC nominiert als von den Anandamid. Den Anandamid, das ist den THC, den als neben den Körper produziert. Durch das Produkt Anandamid, das ist ungefähr das höchste der Vorgefühle, was das wird das heißen. Und den Anandamid, die produziert also Körper selber, so wie noch die Immer. Also all da. Ja, okay. Stell dir mal vor, wäre ganz schlimm Gesetz dabei ist, dass alles, was THC ist, muss direkt zur Steuer gehen. Ja, wieder Leute kann aufsteigen. Was ist das für ein chemisches Element? Das kann er nicht. Das ist ein Enzym. Fett. Okay. Fatty Acid. Das wird aber sein eigenes Cannabinoid-System anweisen. Leute, die durch so Meditation, also Sachen, das können so mehr ausschütten. Oder ist das anders? Das ist das so. Also meditiert in der THC. Nee, dass du durch so Meditation, also Sachen, kannst mehr den THC oder wie ich schon. In Anandamid, ja. Trigger. Ja, Ja, das ist ein guter Maß geben. Du musst das selber googeln. Okay. Also Stichwort Anandamid. Da fand er vieles, sehr viele Publikationen darüber. Schon bei den Vorsehen, so nach Jahren. Ja. Also ganz gut. Okay. Die erste Teil aus Nebenwirkungen von Cannabis. Psychosen, Angststörungen, Panikattacken. Die Panikattack, das ist etwas ganz Normales bei einer Überdosis. Okay. Aber das hat ja noch gut. Psychosen und Angststörungen. Die Angststörung, ja, die ich erklärt, wie ich noch nicht darüber tun, dass ich nicht eventuell mit so einem Camper sitze. Wie gesagt, bei jeder Dosis. Ja. Ja, für die doofe Frage zu beantworten, was wenn ein Mensch bereit ist für Cannabis zu probieren, dann wird ein Resultat selber. Die sind so individuell, dass es noch keine Klassen da kann dafür. Das aber sind Leute, die wollen experimentieren und da wird dann noch Hydrin sein Weg fangen.
wie gesagt, die andere Frau, da war die schon geschaut, die untersucht. Ja, also ich also mal froh vom Mark stimmt es wirklich, dass er nicht aufhängig kann für Cannabiskonsum an Joints. Das ist auch ein komisch Frau, das ist auch ein komisch Antwort. Das andere eine Sache von individuellen Zusammensetzung von meinem Endokannabinoid-System, also eigentlich das auch gebaut, vielleicht wie dein Arbeit. Das ist auch kein Anti-Schmerz. Wie gesagt, das ist ganz individuell, aber vielleicht eine Dekoration, also das in der Freizeit gebrauchen, weil es war nicht lebt, nicht mit Alkohol zusammen. Entweder der Date oder der nicht. Nicht zusammen. Das fällt an Polytoxikomanie an. Ich habe die Tests gemacht, ich meine es nie mehr. Ich weiß nicht, dann. Alkohol, den pusht richtig. Das hängt auch von der Dosis, so vom Alkohol oder von der Dosis von Thermometer. Das ist wirklich, das möchte ich geht nicht gut. Das ist schlecht. Hast Langzeitauswirkungen auf Psyche von Cannabis? Langzeitauswirkungen auf Psyche. Das hängt davon ab, wie in anderem Druck ist. Es gibt eine Etude, die von der Google, die da vorgestellt von der hunderten Versionen. Ja. Die Leute, die es direkt kennen, aus dem Umfeld, die nicht auf psychoaktiven Cannabis benutzen, die den nicht psychoaktiven benutzen, da ist mir aufgefallen, dass es vielen, die, wie ihr seht, problematisch gekifft haben, dass die sich können von cannabidiolehaltigen Präparaten, ob das inhaliert wird oder andere Form, dass sie sich tun können. Tietje von der Rum, wenn man einen Drog zu uns holen, einen Drog, Alkohol, oder ein Cannabis zu essen, das ist immer irgendwie ein Wohlgefühl. Wir hören ja nicht so etwas an, wie der Alkohol nach, wenn wir wissen, dass es da schlecht geht. Ja. Das ist kompliziert, wenn wir die Einzelreaktionen holen, für das und alles so eine Kopfsigerei. Ja. Für die Fragen dort zu beantworten. Ja. Sie stellen ja schon vor, wenn sie sich dafür interessieren. Probiert, mit kleiner Dosis, das ist ja legal. Ja. Das ist eine gute Frage von Frank. Wie verbreitet ist Cannabis inzwischen in der modernen Medizin? Und eine Frage von mir noch dabei, wie geschult sind Doktoren heute zu Lützeburg? Uff. Ich habe 2 Jahre an einem Centre Medical in Lützeburg mit einem Doktor zusammengeschafft. Wie gesagt, immer mit nicht psychoaktiven Substanzen. Dafür dann zielten THC aus von ihrer Frau. Ich bin immer nur mit nicht psychoaktiven Cannabinoiden an der Medizin in Lützeburg, wo ich mich engagiert habe, zu kaufen. Das war nicht psychoaktiv. Da muss dann die Gesundheitsminister fragen, wer Doktor. Die nicht auch viel zu Lützeburg, wo ich kann und die auch das verschreiben. Die nehmen der Wirchens nicht nennen, ändert doch nicht. Okay. Und CBD, du gehst aber mit. CBD, das ist als Kompliment alimentär, da war ein nächstes Verschreiben. Und da kriegen wir noch nicht remboursiert. Da kriege ich nicht raus, okay, leider nicht. Das ist ein Ziel, Enkel, das. Das ist mein Hauptziel. Das Krankenkiss für die Krankheit, auch Cannabinoide natürlich. Aber wie nur oder wie weit, dass du fort? Oder also die mir fort? Muss man als Politikfrage an der Zeit sehen. Das ist auch ein Pro. Die Produkte sind da ja, sind so eine breitflächige Wirkung, dass es, wenn persönlich sehe ich, dass wir der Beste dafür konkret passieren, weil so Geteilung, auch mit denen ganz schwere Grenzen, die sie finden, da probieren wir gleich mit einer Methode, davon auch aufzukriegen, aber wenn sie dann eben sich gut fühlen, wenn sie entweder THC oder CBD benutzen, dass die viele ja dann von Doktoren, bei mir Doktoren damit gingen kommen, da gingen noch kranke Käse schlecht. Für was sind Produkte, also da ja? Das ist ziemlich aufwendig, Okay. Produktion.
Produktion und Transformation. Im Firma Steuer bezahlen. Da agieren. Ich will nicht so wie im Steuer. Ja, du. Voilà. Das die Produkt sogar do. Sie auch kein Expert. Es ist ein pensionierter Flick, den sich durch die Cannabis richtig zum Leben opportuniert in langer Zeit. Ich war lo eng Person dat guckt an se so okay vielleicht geht dat mir Höllle. Wo gist du sie dann also wo gist der Rode so unsfänke, weil ich weiß du net googlen und dann stehen du 100.000 verschiedene Sachen auf Google. Man sie aber zu Produzenten Lützeburg von Leipzig war ihre Produkte bekannt. Isleck, mir wann dir das schreibt, erzählst du das? dann müssen wir den da probieren. Aber schreiben, man sieht mal gucken, alles zu bin, wie gesagt, dann Leipzig war ihre Bereich. Ja. Kommt gesetzlich weiterentwickelt, vielleicht natürlich. Ich viel Erfahrung und auch im Terra Erfahrung. Ja, ich natürlich berät für du. Das wirst du verschiedene Produkte für verschiedene Sachen, oder? Ja, da kommen wir auf das Thema von der individuellen Wirkung. Und eine ganz schwere Krankheit, das finde ich, manchmal bringen, den war ein Kollege von mir, der war 2013 im Geschenk festgestellt, oder die junge Belastung, oder Tumor, den ich mit Produkten wegkommt. Okay. Und den also auch berät für vielleicht nur nicht halber hier, ich nehme an dir eigentlich mit dem Schwätzen. Da können sich bei ihnen die platzieren. Wieso die Leute, ich will doch nicht halt trainen, dass mein Produkt so gut sieht. Ich meine, das ist ein Objektivsendung machen. Das ist eine Objektivsendung, wir werden besser. Wir gingen uns dann treffen, über mal Leute, die schon krank werden. Tisch, du siehst, CBD kann auch Krebs heilen. Der Wissenschaft sieht er. Wissenschaft sieht das, okay. Und wie geht das genau? Das geht über das Rezeptorsystem. Das Rezeptorsystem, das heißt CB2-Rezeptor. Wir haben 2 Rezeptorsysteme, die wir mehr nachnehmen. Und ich bin noch die 2 Jahre. Die eine reagieren auf THC, die andere auf CBD. Wir können aber eine Molekül, die Lustmann CBD reagiert und nicht halt nicht. Und was wie gesagt, Cannabidiol, aber nach anderer. Momentan große Avancen gemacht. Man Cannabigerol, das ist Mann. Und alle Cannabinoiden. Okay. Ja, so die junge Pflanzen wie so, Cannabigerol, die eine große Zukunft. Und eine Medizin, also auch eine psychoaktiv. Und die Programme kommen hier eingeblieben. Aber wie heilt, wie kann das ist den CB2-Rezeptor. Den hat als Mission für das Immunsystem zu checken, wie passt du drauf. Wenn wir hier gehen an die Hölle, den Antikrebseffekt, die wird das Immunsystem gesteuert, an dem du die Cannabidiol kommen bleiben bei denen. Tatsächlich zwar das nämlich mehr, dass an den Dosis, die man braucht bei Krebs, dann wäre ich steif. Beim Cannabidiol geht es so, den CB2-Rezeptor, den aktiviert wird, der kriegt ein Signal und eine Zell antwortet, ob sie gut ist oder schlecht ist. Die fragt, wie warst du drauf? Wenn die Antwort von der Zelle zurückkommt, sind beschädigt. Dann ist das nämlich das System, geht dann die Information an den Auftrag und die Zelle für sich selber umzubringen. Das nennt in der Wissenschaft Apoptose. Okay. Apoptose. Da geht vermittelt über das Endokannabinoid-System am meisten Körper. Das heißt, kann eben das auch präventiv werden. Ja. Hilft das auch? Ja. Das, was. weil ich gleich gelesen, ich meine, alle Feierten Kinder sind Leben ein Krebs. Aber das ist in nächster Zeit, ich bin da doch immer mehr leid. Krebs kriegen. Aber wie gesagt, wenn man meine Klienten schwätzt, die können nicht da weisen, wer sie hat, genau für Fotos abbringen.
Und da denkt man, das nicht mal als Teil. Leute können ja gerne mal beschätzen, ob man soll so ein Video machen und dann die Hilfe. Ja. Also es gibt tatsächlich effektiv. Ja. Kannst du das Aber das ist eine Information oder eine Info, beziehungsweise ein Kommentar. Weil ich hatte immer wie ob, also alles was du so zu dem medizinischen Cannabis gibt, nicht 100% recht. Ich habe auch aus eigener Erfahrung Kollegen oder eben Leute, die mal mehr oder weniger die Unterstützung, wo zu einer gewissen Zeit ganz viel Cannabis konsumiert haben und du hattest schon so ein bisschen Gefühl, so, dass sie ein bisschen losgehen, ein bisschen so träge. Ja. Da sollen sie Genetik wissen. Okay. Und ich ein One-to-One wollen, für den CBD und THC im Gleichgewicht ist. Und am Gleichgewicht das THC und CBD, dann ist es neutral. Da möchte zwar ganz viele Sachen am Körper, das hat die verschiedene Krankheiten, das sind nicht bei Krebs gut, das hier anzusetzen. Dr. Curtney, ich zwar keine Tüte darüber. Dr. Curtney hat gesagt, in Kalifornien 80% von den bekannten Medikamenten, die am Markt sind, werden an Puppel von dem CBD. Du hast William Berman, der nicht psychoaktiv Cannabinoid, entweder an der Acidform, an der Pflanze frisch. Ne? Ja. Ich war wirklich ein Amateur von THC. THC, die Menschen natürlich auch sie gegeben. Mit der das auch effektiv ein Pro von mir, als wie stark das die Pharmaindustrie da geht, wie groß ist dort die Lobby und wie meinst du, wer der 15 Jahre Cannabisindustrie ausgesehen? Da muss ich mir was sagen. Ja. Wie wenn du misst, so wie entwickelt sie sich gerade ja, in eine positive Richtung? Das hängt davon ab, wie weit der Staat auch bereit ist, Applaudierend zu machen. Ja. Kennt ihr da von mir schon einen Plan so für eine Garten? Die kriegt fertig produziert von uns. Am Platz für an die Gärte machen wir es nicht mehr Überlegungen, da muss man gucken. Schaffe ich auch noch irgendwie, wie die kontrolliert vom Staat. Ich so, das nur noch ein bisschen frei für ein Detail dazu, noch für die Krankenkäsegeschichte für Rügen, also das wäre fantastisch. Die Studie, die wir länger in Lützeburg gemacht haben, das wäre aber schon immens wichtig, von Leuten gegen mehr vorgehen. Und das ist aber etwas verloren, so reglementiert, dass ich das nicht publizieren. Okay. Das, Also was darfst du nicht publizieren? zum Beispiel das Cannabis Krebs hebt. Ich darf das nicht publizieren. Ich würde selber so. So, ich finde ja gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, dass Cannabis Krebs hebt. Ja. Ja. Kann Voilà. ja. Okay. Aber erst noch ein bisschen spezifisch vor, ich weiß nicht, was das ist. Vom 64 Grower fragt er mal, ob es Stress-Banding-Clips für zu Growen benutzt. Ich weiß nicht, was das ist. Nee. Das geht nicht an. Da geht eine ganz Spezialität an. Die man da so noch anrufen. Das ist so nach nein. Mach, ich kann das so schreiben. Kann man mal weiter. Ja, Okay. mal weiter. Der Stress ist nicht. Ich komme kurz drauf. Ich kenne eine Firma, besonders in der Schweiz, wo ich selber dabei war. Pflanzen, die gegen Stress, das sind so verschiedene Kühe. Mehr produzieren. Also, da darf die man noch so. Wie strahlt denn der dann? Ja, ich sehe. Das soll ich nicht, ich weiß nicht, ob da Patent drauf ist. Okay. Okay. Aber soll man mal ein zu GÖLLE FRO rüberkommen? Ja. Also, wenn der Bob das richtig erklärt wird, dann wirst du da auch einfach ausgedrückt, wie du unsere Audience stellen. Und noch ein Smartwatch. Also, Weil ich kann gewonnen. Ja, richtig, nur das ist vom Sekretär. ja, natürlich. Ich will benutzen. Flack? Hi. Ja, das fand ich gewonnen. Okay, was ist das für ein Flasch genau? Das ist ein Produkt, den wir herstellen. Die ist an einer ziemlich kleiner Konzentration. Und das ist gedauert für. Das ist gelöscht für? Ja, Formzeit. Das ist das Produkt, den wir machen tun. Die Leute nicht wissen, was Cannabis ist. Also sie wollen mal probieren, so einen kleinen Kuchen machen. Wie viel konsumiert denn das? Immer 3 Rübsen in der Zunge. Okay.
Die 3 Drops und dann feiern verwehrt. also für den die gewöhnt nicht Ah, mehr wie ja. 3 Drops Also Cannabidiolbasis, ich kann auch Nehmer trinken, dann packst du 20.000 €, das ist besser, nicht dann leider am kleinen. war das Ding froh Mengfroh. ja Für das Ah, ist für- gewonnen kommt. Für Dann für die Zuschauer. ja Okay. Das geschieht mal länger den Lob über Feld trippelt und da steht so ein Blei von einer White Widow, richtig fett, und Pixelon, Pest. Das geschieht mit dem, die ganz Blei ist. einfach so Im Regen Feld. Okay. Dann geht über das Feld und dann sticht sich die Blei ran. Okay, das ist Pro und Zuschauer. Das ist schon Zuschauer. Okay. Okay, ich will nur holen. Ja, von mal fertig zu holen. Ich habe gemeint, die werden ein bisschen am Becken da Ja. Ja, du, das ist Thema für du von ADHD. Ja. Da können wir wirklich noch einfach nur gucken. Da können wir vielleicht eine Konferenz, die wir ja letztendlich organisieren, nach eventuell am Ende des Jahres. Du hast da den von der Thema ADHD und Autistikspektrum, die sagen, ADHD auch drüber fällt. Und nur so eigentlich schon mal als Schwätzen, was wäre denn Laiendiagnose? Ein neues Thema. ADHD. Um Spektrum, ein bisschen ADHS oder ein bisschen Heuer wären Doktor. Problem der Doktor Nee, einfach nur so off-camera, also wir können noch piepsen. So, wenn du in einer Stunde noch mehr schwätzen, gehst du so ein, den Mann, du ein bisschen ADHS oder ich dann nicht? ich meine bei mir gehen nicht so oder Das ist okay, das Weißt du, ist von mir. Ich war schon okay. Ich bin schriftlich, ich bin pur Mo schriftlich. Und wie gesagt, ich komme mir auch nicht mehr, wenn es der sagt, das genetisch 7 bis 8% von der Weltbevölkerung hat. Nur mehr noch die verschiedenen Variationen, die weiblichen Variationen. Wird schon so am Kopf geschrieben. Und die männlich, die trinkt man am Telefon. Ja. Wie viel Mal eine Tour an der Küche mit. Ja. Telefon, ja. Hey, das kann sogar hergelegt sein, wenn die Diagnose findet. Ja. mir noch eng froh von dem letzte Gas den heu war das hat Lola Valerius das kannst Nee. zu Knipperchen. Asch Ulala. Ja, das ist echt interessant. Interessant. Ich kenne ich direkt Mathe nach Kalifornien für die Damen, die ich kennen, die Knipperchen. Die wird aber eine Lieferung für Knipperchen ganz Amerika. Du weißt, dass Banken in Amerika zuhören, die man Cannabis verdienen. Es ist keine Bank in Amerika, die so können deposieren. Okay. Die dann mit in Immensleisung fand. Krügerrand, 7 Meter lang. Und die wurden geknallt. Ist es sicher? Das ist ein riesiges Geschäft von dem Schokolade, Cannabis, da geht ja zusammen. Übrigens, das ist mir nach, der Titelpublik. Schokolade. Die hört auch an der Miet dran. Okay. Der Tisch mir die Molekül vom THC ab von bis Okay. also sing froh im Lola sing Ja. was aus der guilty pleasure den Thomas denke Ja, da kann ich lieber im Detail, weil Ja. ich denke professionell. Also davon war's. Ja, schnell, ja. was müsste was zum Beispiel Gute Beispiel, ja. ja so jetzt viel Schokolade oder Das hast du gerne müssen wir von den Souls machen. ja einfach So. Weil die gerne mit, Ja. weil die gerne nicht und nicht so. Ja. Ich weiß direkt auch einmal für. Fünf. Fünf ist der Guilty Pleasure. Du musst gerne gewesen am Funk. Ja, ich finde das herrlich. ADHD mit Nikotin, das sind dynamische Rezeptorsystem. Okay. Okay, mal dann schon. Das ist das Schlimmste. Okay. Mal, du kannst du nach irgendeinem Froh und als nächste Gast stellen, ohne zu wissen, wen das. Einfach irgendein Froh, die dich interessiert. Kann alles sein. Vergelowitz. Kann das ein Ding Thema sein, kann etwas Persönliches sein, etwas Philosophisches, etwas. Ja, dann denke ich, und ich kann halt so der so. Ja. Also, Forschung so weiter wollen.
Staat so Dieren opmachen für die fantastischen Wirkungen, die Cannabinoiden, das sind dort Leute einfach einen Zugriff zu kriegen, das doch weitergeht. Besonders Schmerztherapie ist die THC extrem gut bekannt, schon angewandt. Cannabinoiden bei Entzündungen, das wirklich mein Wunsch wäre, dass die Staat was schaffen, dass man trotzdem die Lebensqualität können verbessern. Und du kannst dann nur noch zum Schluss eine Vorstellung den nächsten, den heuers. Ein philosophisch, ein persönlich. Die nächsten Deckel, ich weiß nicht, wie das Nein. wie ein Zug gegen die Region gerecht. Okay. Okay. Okay, gut. Wow. So, mir sehr vielmals merci, dass du heute dabei warst. Weißt du nicht, merci für die Invitation. Ja. Für das interessante Gespräch. Ich will es noch einer zu losgehen. Ich will das letzte Massagen als Machst du nicht Zuschauer. gesagt. Ja, merci, dass ihr den Bericht gehört in Deutschland. Ich soll dich probieren, nicht zu teilen. Nein. Das ist da gelungen. Er gibt mir Sieg gucken, Ja. weil er schon ein bisschen normal geschafft. Okay. Perfekt. Super. Vielmals merci. Vielmals Merci merci. für das Luisteren. Bis nächstes Jahr.